Also wenn ich die Fotos hier sehe, dann würde ich am liebsten auch gerade nach Tibet gehen, die schöne Sonne geniessen, viele Tiere sehen und ja. Ich bin der Kunga, bin 11, komme aus Wetzikon und meine Hobbys sind Schlagzeug und Fußball. Also ich habe manchmal das Gefühl, da vorne sitzen 1000 Zuschauer und ja, dann spiele ich einfach gut. Nge ama pepare, nge pala susre, nge sus lasche. Das war gerade tibetisch und das bedeutet, meine Mutter ist Tibetin und mein Vater Schweizer und ich bin selber in der Schweiz geboren. Also wenn man nach Tibet will gehen, muss man zuerst mit dem Flugzeug gehen, nach Peking und dann drei Tage mit dem Auto, bis man in meiner Stadt ist. Das Foto ist auf den Bergen, da hinten sind alle Schäfe und da sind die Yak, also meine Lieblingstiere vom Tibet und da ist mein Haus, also nicht mein Haus, meine Mutter ihr Haus. Ja, und da sind sie gerade am Tanzen und mit den traditionellen Kleidern von Tibet. Also da ist meine Mutter am Jassen mit den Kollegen, da ist sie auch wieder am Jassen. Und da hat sie ein Foto gemacht und ich finde es einfach schön, wie man die Berge da hinein sieht. Also wenn ich die Fotos hier sehe, dann würde ich am liebsten auch gerade nach Tibet gehen, die schöne Sonne geniessen, viele Tiere sehen und ja. Also ich selber bin noch nie in Tibet, weil wenn man dort hingehen will, muss man eine Bewilligung haben und es ist schwierig, die zu bekommen. In Tibet glaubt man an den Buddhismus und der Buddhismus ist eine Religion, so wie das Christentum. Beim Buddhismus glaubt man an den Buddha und verschiedene Götter. Ja. Also das hier ist ein Tanka. Das ist sehr wertvoll für uns Tibeter. Da ist ein Teppich und da ist so ein Gott drauf genäht. Und wenn man es mitnehmen will, irgendwo zu einem Kollegen oder Besuch, muss man zuerst das hier runter aufrugeln und dann kann man es mitnehmen, dass kein Staub da reinkommt. Also vor einer Woche war das tibetische Neujahr. Da hat man da einfach alles da. Und ja, wie gesagt, das ist so wie ein Christbaum. Einfach für Tibeter und da kann man so eins nehmen, 3-mal so machen und dann kann man es selber essen. Das bei jedem von denen. Und das bedeutet, zuerst am Gott essen geben und nachher selber essen. Also ich komme manchmal in den Raum rein bei ruhigen Situationen, zum Beispiel wenn ich mich beruhigen muss oder einfach wenn ich etwas lese oder etwas Ruhiges mache oder bete. Ja, dann komme ich in den Raum rein und ja. Wir stehen hier in unserer Küche und wir machen jetzt Momos. Momos sind Teigtaschen, die eine Füllung drin haben. Momos sind ja, das Lieblingsessen von mir, weil also die Fleisch drin haben. Und ich finde es auch mega fein. Also ich finde den Saft auch mega fein, was sie haben. Das Coole ist, wenn man 2 Jahre hat, ist Geheimsprache. Also wenn ich Fußball spiele, kann ich mit meinem Bruder Tibetisch reden und dann versteht es niemand. Und also ich habe viel mehr Freunde, also, weil ich habe ja Freunde, die ich in der Schule sehe und sonst. Und ich habe auch tibetische Freunde, die ich in der Tibeter-Schule sehe oder an Tibeter-Fest. Und ja. Wenn du noch mehr Videos sehen willst, dann abonniere doch SRF Kids von YouTube.